Kommst mit auf eine kleine Reise, auf einen Besuch ins Schlummerland. Heute spazieren Fanian und der Flick durchs Schlummerland. Es ist Herbst und farbige Blätter fallen von den Bäumen. Die beiden Munds gumpen in einen raschelnden Blätterhaufen und bauen ein Schlafplätzchen für eine Igelfamilie. Dann kuscheln sie sich selber ins Laub für ein kleines Mittagsschläfchen. Also, dann machst du dir jetzt so bequem, wie es nur geht. Und dann machst du deine Augen zu. Der Ort, wo du bist, ist immer noch da, auch wenn du die Augen zu hast. Und jetzt stellst du dir vor, dass irgendwo da in der Nähe um dich herum eine Tür siehst. Eine Tür mit einer Türfalle. Wenn du jetzt die Türfalle abdrückst und durch die Türen durchgehst, bist du da. Im schönsten Land, das es gibt. Im Schlummerland. Im Schlummerland kann es sein, dass gleichzeitig Sommer, Herbst, Frühling und Winter ist. Zum Beispiel kann der Winter ganz einen Haufen Schnee in die Berge vom Schlummerland bringen und der Frühling gleichzeitig feine Blümchen in einem warmen Tal vom Schlummerland wachsen lassen. Zur gleichen Zeit kann man vielleicht schwimmen im Meer, weil in dem Teil vom Schlummerland ein trockener Wind bläst, der die Luft und das Wasser gleichermaßen aufwärmt. Während man am einen Ort, also kann im Meer baden, kann es sein, dass in einem anderen Teil vom Schlummerland Herbst ist. Die Jahreszeit, wo so viel Verschiedenes mit sich bringt. Der Herbst im Schlummerland ist nämlich richtig farbig. Er ist gel, rot, orange, braun, aber auch blau, violett und weinrot. Orange sind zum Beispiel die grossen Kürbisse, die wild am Wegrand wachsen. Kürbisse in allen Formen und Grössen. Es gibt neben Orangen auch tiefgrüne mit gerippelten Oberflächen und solche, die blau-schwarz wie Kohle schimmern. Der Herbst macht das Schlummerland auch zu einem grossen Spielplatz. Durch die Blätter, die überall von den Bäumen fallen, entstehen grosse, farbige Laubhäufen, wo man sich reinplumsen lassen kann. Auch kann man die lucken, trockenen Blätter wunderbar in die Luft rühren und über einem drüber regnen lassen. Viele Munds zum Beispiel freuen sich, wenn der Herbst im Schlummerland einzieht. So viele Möglichkeiten gibt es dann zum Rascheln, zum Spielen und zum Gumpen. Munds, das sind flauschige Wesen mit einem weichen Fell, wo sie sich je nach Lust und Laune mit Hilfe von ihrer Zauberkraft farbig zaubern können. Auch der Flick und Fanian sind Munds und die beiden haben heute zusammen abgemacht. Sie haben gesagt, dass sie sich ganz früh am Morgen auf einer Waldlichtung treffen wollen. Eine Lichtung, die ziemlich genau zwischen ihren beiden Zuhause liegt. Die Nacht ist erst gerade vergangen. Es schmeckt nach neuem Tag. Die Luft ist kühl und feucht und ein paar Nebelschwaden hängen noch über dem weichen Boden. Die Lichtung ist über und über mit Laub bedeckt. Ganz gel und orange-braun ist der Boden und die Blätter sind feucht vom Morgentau. Auch pinke und violette Blätter liegen herum, weil auch das gibt es im Schlummerland im Herbst. Mitten auf der Lichtung steht Fanian und wartet auf den Flick. Ihre Haare am Körper und auf dem Kopf sind rostrot, ein bisschen wie das Fell von einem Reh oder einem Hirsch. Der Fanian, ihre Augen sind noch etwas verschlafen. Sie ist noch nicht so lange wach und es kommt auch nicht so oft vor, dass sie so früh aufsteht. Bei dem ersten Schritt durch den dunklen Morgen war Fanian fast ein bisschen traurig.
traurig, dass der Sommer jetzt wirklich vorbei ist, da wo sie wohnt im Schlummerland. Sie hat überlegt, dass es jetzt einmal viel kühler wird und auch der Nebel einzieht. Aber die Stimmung da im Wald, genau jetzt, bevor die Sonne scheint, bevor alle Tiere verwachen, die verzaubert sie gerade ein bisschen. Staunend schaut sie umeinander in die farbigen Bäume und sieht, wie auch ganz ohne Wind immer wieder mal ein Blättchen auf den Boden segelt und die Erde so noch weicher polstert. Sie schnauft die frische Luft ein und aus. Oh. Und dann taucht auch der Fanian, ihr Mundsfreund, der Flick, auf. Die Fanian lächelt, als sie ihn sieht. Flick, sein Fell ist hellbraun wie Sand und er hat eine Latzhose aus grauem Wollstoff an. Die Laschen sind ganz gross gelismet, so dass man das Fell durch die Hose durchsieht. Zudem hat der Flick ein dreieckiges, blümliches Tuch um seinen Kopf gebunden, das die Fanian noch nie bei ihm gesehen hat. Die beiden Munds umarmen sich. Es ist schön, mitten in dem kühlen Wald den warmen Körper vom anderen zu spüren und an sich zu drücken. Wie toll, um zusammen diesen magischen Morgen erleben. Gerade weil das Aufstehen im ersten Moment vielleicht ein bisschen Überwindung gekostet hat. Dann lösen sich die beiden Munds aus der Umarmung und laufen los. Der Flick und die Fanian pflügen mit ihren haarigen Beinen und Füßen durch die Blätterhäufen, die auf dem Weg liegen. Am Flick seiner Hose bleiben immer wieder Stückchen von Blättern hängen, so dass es mit der Zeit aussieht, als hätten sie ein gesprenkeltes Muster drauf. Langsam weicht der Morgen am Tag. Die Nebelschwaden um die beiden Munds lösen sich immer mehr auf und feine Sonnenstrahlen fallen durch die gel-orangen-roten Blätter an den Bäumen. Der Wald um sie herum wird heller und die beiden haben das Gefühl, dass sie jetzt auch merken, wie die Tiere um sie herum verwachen. In den Gebüschen hören sie fein ab und zu ein Vögel zwitschern und Fanian sieht ein rot-braunes Eichhörnchen mit weissem Kopf einen Baum darauf flitzen und in den Zweig von einer grossen Tanne verschwinden. Nach einer ganzen Weile haltet der Flick an und schaut Fanian freudig an. Der Weg ist da, wo sie stehen, ein bisschen breiter und die Sonne scheint bis auf den Boden hinab. Der Flick bückt sich und fängt an, mit seinen grossen, haarigen Händen das Laub unter sich zu einem grossen Haufen zusammenschieben. «Oh, machen wir in dem Fall einen Laubhaufen, Flick? Zum drin hineinhüpfen?» fragt Fanian und liest den Hampfle Blätter vom Boden auf. Der Flick nickt freudig und die beiden rühren, schieben und biegen die Blätter aufeinander, so dass ein immer grösserer, breiterer, farbig schimmernder Laubberg entsteht. «Wir bauen den richtig gross», sagt Fanian, und sie muss fast ein bisschen schnaufen von der ganzen Buckerei. Auch hat sie langsam warm. Die Kühle vom Morgen ist zwar noch da, aber durch die viel Bewegung merkt sie, wie ihr Körper von innen her warm und weich wird. Der Blätterhaufen, den der Flick und Fanian zusammentragen, wird grösser und grösser. Grösser sogar als sie selber. Stolz schauen die beiden ihr Werk an. Und jetzt, verkündet Fanian, jetzt können wir reingumpen. Die Fanian macht den Anfang, indem sie ein paar Schritte hinter sich macht, weg vom Blätterhaufen. Und dann
springt sie mit ein paar grossen Schritten wieder auf den Haufen zu. Dabei breitet sie ihre Arme auf die Seite aus, wie Flügel. Kurz vor dem Haufen stoppt sie, hebt die Arme über den Kopf und macht eine Art Köpfler, mitten in den Haufen drin. Vom einen auf den anderen Moment ist ihr ganzer Oberkörper verschwunden. Nur noch die Beine und die fälligen Füße schauen zum Laub aus. Der Haufen sackt ein bisschen zusammen, aber die beiden haben so viele Blätter zusammengetragen, dass die Fanian immer noch recht hoch oben aus dem Berg güchselt. Der Flick hört sie giggeln. Zuerst leislich im Laub hinein und dann taucht sie auf, mit einem breiten, glücklichen Lachen im Gesicht. Auch der Flick will sie jetzt probieren. Er hat das zwar schon mal gemacht, in so einen Haufen hineingefallen, aber für ihn braucht das immer recht viel Mut. Er nimmt darum Anlauf, aber ein bisschen langsamer als seine Freundin. Auch das Mal heisst es für ihn Mut zusammennehmen. Kurz vor einem Blätterhaufen stoppt er und schnauft für einen Moment tief in seinen Bauch ein und durchs Maul mit einem grossen Seufzer wieder aus. Das Schnaufen, langsam und im Bauch, ist dem Flick sein Trick zum Mut zu sammeln. Und dann geht der Flick ein bisschen in die Knie, hebt seine Arme und gumpelt in den Haufen. Die weichen, kühlen Blätter umfangen ihn und es wird kurz dunkel. Und dann streckt auch der Flick seinen Kopf wieder zum Laub aus und strahlt seine Freundin an. Wirklich ein grosser Spass und auch ein schönes Gefühl, so mutig zu sein. Jetzt ist die Fanian wieder an der Reihe und wie sie so ihre Art ist, wird sie mit jedem Mal ein bisschen übermütiger, nimmt ein bisschen mehr Anlauf und kumpelt von weiter weg in den Haufen hinein. Auch der Flick merkt, dass er sich bei jedem Mal ein bisschen mehr getraut und sich sogar manchmal hinter sie in den Haufen hineingehen lässt. Nach einer ganzen Weile sieht der Flick, wie ihnen vom Wegrand aus jemand zuschaut. Es ist eine Igelfamilie, die ganz leislich da angetapselt ist, während der Flick und Fanian ihr Spiel gespielt haben. 2 von den Igeln sind ein bisschen grösser, wahrscheinlich die Eltern und ihre 3 Igelkinder. Alle miteinander schauen die beiden Muns aus schwarzen, neugierigen Knopfäugli an. Die Fanian knündelt zu den Igeln an und winkt ihnen freundlich zu. Sie kann sich schon vorstellen, wieso sie zu den beiden Muns und ihrem Blätterhaufen angekrasmet sind. Es ist jetzt nämlich die Zeit, wo die Igel in dem herbstlichen Teil vom Schlummerland ihr Winterquartier suchen. Also der Ort, wo sie einen Winterschlaf machen können. Und Laubhäufen sind eben wunderbare Bettli. Das weiss Fanian. Du, Flick, was meinst du, wenn wir den Blätterhaufen freigeben als Schlafplatz für die Tierli? Also, ich bin genug gegumpelt und langsam müde. Und so hat unser Haufen auch nach unserem Spiel noch eine Aufgabe. Der Flick nickt. Auch er spürt, dass er genug hat und langsam müde ist. Die Fanian blinzelt der Igelfamilie zu und lächelt.
Zusammen mit dem Flick schiebt sie das Laub, das durch das viele Reingumpen schon recht zusammengedrückt ist, ein bisschen mehr an den Wegrand und lockert es auf. «So, das ist doch ein gemütliches Winternest für euch», sagt Fanian und putzt ihre Hände an ihren Beinen ab. Die Igelfamilie kommt näher und schnüffelt in das frische Laub. Und dann zwinkern die beiden Grossen den Fanian freudig zu. Noch ein paar Schritte mehr und ein Igeli nach dem anderen verschwindet im Haufen. Es raschelt, raschelt und ist dann still. Die Sonne wärmt den Laubhaufen von oben und der Flick und Fanian wissen, dass die Igel da sicher und wohlig pfusen können. Auch sie sind müde. Der Tag ist noch nicht alt und doch sind sie heute früh aufgestanden und haben schon so viel gemacht, dass sie jetzt auch Lust haben auf ein Pfüsi. Neben dem grossen Haufen, wo die Igel reingeschlafen sind, liegt immer noch ganz viel trockenes Laub aus grossen, mächtigen Blättern. Der Flick und Fanian schauen sich an und spüren, dass sie beide die gleiche Idee haben. Die beiden sitzen ab an den Boden und strecken sich dann der Länge nach aus im Laub. Sie strecken alle vier von sich und breiten sich dort auf dem Waldboden so fest aus, wie es nur geht. Wie zwei Seesterne liegen die beiden da. Im Herbstsonnenlicht neben dem Laubhaufen mit der Igelfamilie drin. Ganz fein berühren sich der Flick und Fanian an einem Finger. Sonst sind sie in dem Moment ganz für sich und trotzdem verbunden. In ihnen drin ist die gleiche Kraft am Schwingen. Die Freude vom Spielen im Laub, die Lust am Herbst, seine Farben und seiner Magie. Die Fanian macht die Augen zu und spürt, wie sich die Aufregung in ihr drin leitet, wie sie weich wird. Wie sie wieder schnaufen kann, langsam und tief. Wo heute Morgen noch ein bisschen Wehmut da war, dass die Tage wieder kürzer und kälter werden, breitet sich jetzt eine tiefe Ruhe in ihrer Brust aus. Der Wechsel der Jahreszeit, der Wechsel von Sommer auf Herbst, der gibt ihr auch die Möglichkeit, den eigenen inneren Veränderungen anzuspüren. Gibt es vielleicht Angewohnheiten, die sie nicht mehr braucht, die sie abwerfen kann, die sie jetzt fallen lassen kann, ganz ähnlich wie ein Baum ein trockenes Blatt abrührt im Herbst. Die Fanian spürt, dass der Herbst eine Chance ist. Eine Chance auf viel Zeit mit sich selber und all dem, was man ist und noch sein kann. Zufrieden bewegt sie ihren Körper in die weichen Blätter unter sich und sie spürt die Wärme, die von ihrem Freund Flick ausgeht. Mit einer leichten Drehung rutscht sie ein bisschen näher zu ihm an und kuschelt sich an ihn. Sie seufzt, vorfreudig auf alles, was der Herbst noch bringt.
Und alles ist, wie es ist im Schlummerland. Der Flick und Fanian schlafen tief und fest. Unter ihnen und über ihnen ist alles weich und still. Nur ganzes feines und langsames Schnaufen kann man noch hören. Ein und aus. Ein und aus. Ein und